Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. Ich probiere es jetzt nochmal. Die letzten 37 Minuten von unserem schönen Klassik. Ne? Hier Kartoffelgulasch. Mal schauen, was rauskommt. Ne? Ähm, ich bin gespannt. Komischerweise ist jetzt hier der zweite Teil, den habe ich jetzt gerade nochmal veröffentlicht. Ich habe den nochmal nachprüfen lassen, es ist wieder nichts rausgekommen, ist auch wieder gelb geworden, weil angeblich Hassrede im ganzen Video. Ihr könnt es mal nochmal beurteilen, inwiefern ich da Hassrede in diesem Video. Ich bin der Meinung, ich habe mich da sehr moderat verhalten. Ja? Und wenn ihr glaubt, dass ich in dem zweiten Teil jetzt hier von dem Gulasch wirklich ganz fürchterliches Internetmobbing und Hassrede betrieben habe, dann, genau. Äh, in diesem Sinne, hockt euch her, sagen wir mehr, reißt euch eine Häube auf und wir gingen einer in Rainer. Und den machen wir noch weg. Zack, und weiter geht's. Ich weiß gar nicht mehr, was als letztes passiert ist. Sehr schön. Also klar, er hat offensichtlich gelbe rumgeschnitten, aber auch wieder, ne, wenn euch das anschaut, die eine Scheibe ist 2 cm dick, die andere ist praktisch, aber das haben wir glaube ich im letzten Video auch nochmal. Also höchst professionell alles. Aber er hatte 12 Jahre gekocht, ja. Sehr schön. So, das kommt wieder da rein. So, damit hätten wir das Brettchen wieder. So. Irgendwie ist jetzt die Kamera hingezoomt, kann das sein? Nö, seltsam. So. Ja, ihr würdet halt einfach vielleicht die scheiß Kamera in Ruhe lassen währenddessen. Die fest installieren an der Stelle, wo du es haben willst. Dass die Leute ausreichend sehen, was du eigentlich tust. Jetzt werden wir noch die Wurst machen. Die ist ganz wichtig. Essentiell in jedem Kartoffelgulasch und eigentlich auch in jedem anderen Gericht. Ne? Hauptsache, eine Wurst muss rennen. Werden wir noch was brauchen? Ja, wir werden noch... Rainer, du hast den Schweinebauch vergessen. Wenn ich da bloß was hätte, ne? Wo habe ich die nur hingelegt? Na gut, dann machen wir es eben anders. So, kleinen Moment, Leute. Rainer, auch sowas, wenn du jetzt da gerade irgendwo rumläufst, keine Ahnung hast, wonach du eigentlich suchst. Ja, Bursche, dann bitte, bitte, schneid halt das danach raus. Kein Mensch interessiert sich dafür, dass du da in der Gegend umeinander wongelst und Stühle unter dir schiebst, weil du panisch nach irgendeinem Kampf suchst. So. So. Ding. Zeug. Hm? Gut, dann mal hier noch. Auch sowas. Diese Kräuter, die schneidet man sie vorher ab und tut sie in eine kleine Schüssel nebenher und dann hat man sie direkt bei der Hand. Normalerweise müsste ich noch eine Wippe haben. Wo habe ich die nun hingelegt? Ja, Rainer, bis du jetzt 300 Jahre die Wippe gesucht hast. Ich sehe hier links im Bild ein höchstwahrscheinlich stumpfes Messer, aber für ein bisschen Basilikum und Petersilie schneiden wird es wohl nur reichen. Dann nimmst halt das. Ich habe keine Wippe daheim. Ich vermisse sie auch nicht. Ich schneide das, wenn ich es schneiden will, mit dem Messer. Oder bei Basilikum, wenn ich mal Pesto mache, dann mache ich es im Mörser. Oder ist die noch drüben? Was ich genau suche, ist jetzt eine Messerwippe. Da habe ich nämlich eine da.
glaube nur, dass die momentan drüben in den Kisten ist, da ich ja momentan am Umräumen bin. Ich werde die mal kurz holen und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, da bin ich wieder. Und? Hat er die Wippe gefunden oder nicht? Durch das gerade, glaube ich, er hat sie nicht gefunden. Er sagt uns jetzt, ich habe jetzt die Wippe doch nicht gefunden, aber jetzt hat klar, das macht überhaupt nichts, weil ich habe ja 12 Jahre lang Koch gelernt, so ich kann da improvisieren. Ja, ich habe die anscheinend entweder mal meiner Schwester gegeben. Ich habe sie zwar jetzt angerufen, sie hat gemeint, sie hat sie nicht. Wahrscheinlich hat sie es dann auch nicht. Aber es wäre ja möglich, dass man es doch irgendwie mal aus Versehen mitgenommen hat oder so nicht. Er ist nie schuld, gell? Er findet diese scheiß Messerwippe nicht. Ich weiß, das Ding heißt nicht Messerwippe, aber mir fällt gerade an nicht ein, wie es tatsächlich heißt. Und denkt sich, ja, dann hat Squeeze meine Schwester. Ruft seine Schwester an, die sagt, was will ich damit? Nein, habe ich nicht. Legt auf, sagt, ja, wenn sie mir das sagt, dann glaube ich das schon. Aber wahrscheinlich hat sie es doch. Die ist einfach vielleicht einfach zu dumm. Ja, also Rainer ist nicht schuld, der hat es nicht verlegt. Einfach die Schwester hat es 100% mitgenommen und das hat einfach zu dumm zu wissen, dass sie es mitgenommen hat. So. Das ist jetzt sein Gedankengang. Weil wir wissen ja alle, ne, dass sie der Depp in der Familie ist. Jetzt muss ich schnell mein Haustelefon ins Ding tun. Die Ladestation. Ja, ich checke auch nicht, wie unter 70-Jährige heutzutage nur Festnetztelefone in ihrer Wohnung haben. Vielleicht also wirklich, wenn du von hinter und hinter Frühteifel wohnst, wird das jetzt als Schauerberg, aber in Schauerberg wird man doch Handyempfang haben, oder? Also zumindest, das zum Telefonieren reicht. Das, wurscht. So, dann wäre ich wieder. Dann machen wir hier mal weiter, hätte ich gesagt. Ja, hätte ich gesagt gehabt, das ist jetzt der Zeit worden. Dann muss ich es halt mit dem Messer machen. Ja, das hätte ich vorher auch gesagt gehabt, gleich mit dem Messer machen, bevor man 3/4 Stunde dieses komische Schwingwip, was aus ich Messer sucht, wo es einfach bisschen Kräuter ist. Es ist jetzt nicht so, wie wenn er da 5 Kilo Basilikum und Petersilie hacken müsstet. Ne? Das ist in ein paar Sekunden ist das geschnitten und fertig. Anders. Moment. Ihr müsst da unbedingt auf eure Hände aufpassen. Ja, sonst gibt's Wurstfinger-Gulasch. Höchst professionell, Rainer. Ja. So, jetzt haben wir da rein. So, das Grobe jetzt mal hier alles rein. Jetzt hauen wir alles zusammen in die Schüssel mit dem anderen Zeug. So, das gleiche läuft jetzt hier. Nur, dass wir das hier anders machen. Wir zupfen hier die Blätter ab. Es ist ganz das gleiche, nur komplett anders. Ich persönlich mache das normalerweise so, dass ich auch den Stiel mit benutze. Ja, da fällt ja überhaupt nichts. Den Stiel, den kann man schon mitessen. Das werden wir auch machen, nur dass es die Blätter und der Stiel einzeln, dass das besser ist. Ja, warum, Rainer? Warum ist das besser? Rainer, du hättest das jetzt am Stiel zusammenschneiden können, wenn der Stiel eh mit reinkommt. Welchen Sinn macht es denn, dass man sie praktisch den Stiel, also die zuerst zum Stiel zupft und dann aber beides separat schneidet und es dann in denselben Eintopf reinwirft? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Wenn du den Stiel mitbenutzt und es kommt alles in denselben scheiß Eintopf rein, dann schneid's halt alles miteinander zusammen und haust drauf. Es ist jetzt nicht so, wie wenn das ein Deko-Element wäre, wie es zum Beispiel am Ende, wenn du Pizza machst oder sowas, nur 1, 2 Bladel Basilikum drauflegst, weißt, damit es schön ausschaut. Aber der Haupt-Basilikum-Geschmack irgendwie so halt schon in der Tomatensauce drin ist oder sowas. Ist ja nicht so. Es macht halt keinen Sinn, Rainer. Hast du wieder nicht für 5 Cent nachdenkt. Wenn wir das machen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, man benutzt normalerweise den Stiel und man benutzt, glaube ich, den Stiel nicht mit. Es kommt jetzt auf den Stiel auch drauf an. Ganz ehrlich, bei diesem Standard-Supermarkt Basilikum, den du jetzt da hast,
Da macht es nicht viel Unterschied. Ne? Da kannst du den Stiel schon mitnehmen. Wenn du so einen richtigen zum Pflanzen hast, so ein Basilikum, der, ne, den du in einem Topf drin hast oder im Garten oder so, wo es dicke Stiele kriegt und die holzig sind, dann tust du den natürlich nicht mit rein. Aber ich werde ihn mitbenutzen. Da bleiben. So. Man merkt, das Messer ist überhaupt nicht scharf. Ja, schleifen hätte vielleicht einmal geholfen. Man merkt auch ganz ehrlich, dass du überhaupt keine Ahnung hast und das noch nie in deinem Leben getan hast vorher. Ich habe einmal zu meiner Schulzeit, haben wir so ein Sozialpraktikum machen müssen. Ne? Das war, glaube ich, in der 10. Klasse, hat es geheißen, hey, ihr macht jetzt einmal 2 Wochen Sozialpraktikum. Und ich war da in so einer Dulli-Schule wie, ne? Die, auf der er war, und da sind verschiedene Grade von Dullihaftigkeit unterrichtet worden. Also von mit viel Glück und Anstrengung, und wenn man erreichen, kann er vielleicht nur einen Hauptschulabschluss machen, bis hin zu ja, Cartman in der Paralympics-Folge. Und da war ich wirklich dann auch immer in der Klasse drin, wo man dann halt auch irgendwie so Kochen gemacht hat. Die haben das besser hingekriegt wie du. Ne? Sachen schnippeln. Die haben das besser hingekriegt. Kinder auf der Dulli-Schule. Man hält normalerweise das Messer mit 2 Fingern hier und im Daumen und dann halt hier so. Und dann macht man diese Whip-Bewegung. Bewegung? Das habe ich damals noch in der Schule gelernt. Aber das ist bei mir schon einige Jahre her, dass ich das aktiv gelernt habe. Ja, Rainer, jetzt hast du die Sachen auseinander. Oh, das ist ja Vergewaltigung von dem Basilikum, ganz ehrlich. Der tut mir ja jetzt schon leid. Der ist nirgendwo geschnitten, nur an manchen Stellen ist er mehr zerdrückt als an anderen. Rainer, hätte schon einfach mit der ganzen Hand draufschlagen können. Wurscht, nein damit. Oder wenn du schon komplett auf der Brennsuppe dahergeschwommen bist, dann hol da halt wenigstens irgendwie so ein, gibt diese Teile, wo du so Kräuter zerkleinern kannst. Da haust das rein, da sind ein paar Klingen drin und dann drehst oben ein bisschen an der Kurbel und dann kommt das klein geschnitten wieder raus. Das wäre immer nur besser. Wenn man 2 linke Hände hat und an jeder sind 5 Daumen dran. So. Gut. Gut hätte ich jetzt nicht gesagt, Rainer. So, das hauen wir hier noch mit rein. Ja, hau rein, Rainer. Nein, nein, hau nicht rein. Rainer, die Kräuter haben doch einen ganz anderen Ding, wie kommen wir am Schluss mit nein. Oh, meine. So. So. Das ist alles soweit. Dann legen wir hier das Messer mal kurz drauf. So. Ganz wichtig. Also ganz wichtig, dass halt manche von denen Basilikumblätter haben das Messer noch nicht einmal aus der Ferne gesehen. Das Messer wieder, das Brettchen wieder sauber machen. So. So, da hier. Das Messer ist auch wieder sauber. Ja, aber immer noch stumpf, Rainer. Gut. Als nächstes kümmern wir uns um die Wurst. Verpackung von der Wurst. So. Am besten so aufschneiden. Ja. Yeah. So muss das sein. So sieht es aus. Nein, bitte nicht. Doch, doch, du hast es gemacht. Nein, nein. Nee, die ist schon gemacht. Die wird jetzt nur geschnitten, Rainer. Bitte, Papa Baumann. Niemals.
Nee. Also wir machen das schon anständig. Man schneidet den Normalfall hier so an. Nein, bitte, ich schäme mich so. Ja, Rainer, der Witz, ganz ehrlich, Nix da, du kommst jetzt da raus. er spricht mit der Wurst, Alter. Er spricht mit der Wurst. So, mal so eingeschnitten. Und jetzt hat... Oh ja, das ist geil. Alter, wie er es nicht hinkriegt, nicht irgendwo irgendeine Snoo-Snoo-Geschichte mit reinzubringen. Sogar damals schon, 2000, was war das, 13 oder so? Damals schon. Und das Ganze noch beim Kochen, weißt? Nee, es muss immer irgendeine Snoo-Snoo-Referenz, muss rein, auf Krampf. So. So. Das ist dann die Wurst. Alles Wurst. Alles Käse. Was du erzählst, ist nur Käse. So, die mal hier auf Seite legen. So. So. Schneiden wir mal so. Dieses So macht mich auch matt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und jetzt hier, wie er so fürchterlich großartig gleichmäßig diese Wurst schneidet. Ganz doll. In die Streifen. So. So. Das ist vielleicht nur... Gut. Richtig professionell, Rainer. Söderchen. Söderchen. Oh, Käse. Was ich jetzt überlege. Kennt ihr, oder? Ernie von Stromberg. Ich denke jetzt gerade über Ding nach. Meine Mutter hat es immer so gemacht, dass die hat die Hälfte selber gefressen beim Kochen. Streifen geschnitten hat, in dünne Streifen und es dann in den Ding rein. Ding. In den Topf. Ja. Das machen wir jetzt aber nicht. Nee. Das wäre zu viel Arbeit so. Man schneidet einfach grob irgendwas zusammen. Wird schon. Weil ich das zu krass finde und die bei mir in... Alter, Wurst, so eine weiche Billigjahrfleischwurst in gleichmäßige, dünne Streifen zu schneiden, Alter, das ist richtig krass, Alter. Das ist aber richtig, das ist Endlevel Kochausbildung. Ne? Das, also auf der Meisterschule, bei der Meisterprüfung, da heißt so, ja. Ja, hier, Filet Wellington oder wie das heißt, Alter, das hast du hingekriegt. Aber kannst du Jahrwurst auch in Streifen schneiden? Ist man nicht. Ne? Also wenn du das nicht kannst, dann wird's nichts mit Michelin-Stern. Würfel reichen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ja, wenn ihr Kartoffelgulasch machen würde, dann würde ich wollen, dass da überhaupt kein Wurst nicht drin ist. Weil es da Kartoffelgulasch ist. Ihr könnt sie auch einfach so schneiden. Ne? Ups, der war zu fett. Das hat sich Rudi irgendwann auch gedacht. Ihr könnt sie auch variabel, ich glaube, ich mache das jetzt variabel. So heißen, ein paar werden so in der Länge geschnitten, ein paar werden als Würfel geschnitten. Es ist einfach so, wie wenn das so Knipp wäre. Ne? Ja, ihr müsst das hier variabel machen, so, das ist der Geheimtipp vom großen Drachen, der ja 12 Jahre Kochausbildung macht. Er ist einfach zu unfähig dazu, die Dinger gleichmäßig zu schneiden. Und deswegen wird jetzt gerade irgendwas zusammengerendert, warum das jetzt wirklich geil ist, wie er es macht. Und ein paar werden als große Stückchen geschnitten. Da hat man alles ein bisschen dabei. Und man schmeckt auch viel von dem Zeug. So. So. Da ist die grün. Ihr seht es auch, oder? Liegt es an der Grütze Bildqualität von seiner Kamera nach dem 450. Re-Upload? Aber schaut's doch mal da an, wo diese Wurst anfängt. Ich weiß, das sieht ein bisschen, ne, aber ist die vergammelt? Das sieht so aus, als wäre die da schon grün. Und vielleicht liegt es am Licht. Wir hoffen, dass es am Licht liegt. Ja, obwohl schlechter kann es mir eigentlich bei der ganzen Geschichte eh nicht werden.
Egal, wie er angefangen hat, er erst so kleine Stücke hin zum Schneiden und dann hat er festgestellt, alles zu viel Arbeit. Dann macht er große Stücke und dann erzählt er uns, damit man alles drin hat. Ja. Wie gesagt, beim Kochen kommt es im Prinzip immer auf euren eigenen Geschmack an, wenn ihr selbst zu Hause kocht, wie ihr das Ganze am besten macht, was ihr von dem ganzen Zeug haltet und so weiter und so fort. Ja. Ja, wieder. Ja, einfach. Ne? Einfach wieder Pisspasskasse. Beim Kochen kommt es auf den eigenen Geschmack an, wie ihr das macht und so halt. Ne? Ja, im Idealfall koche ich nichts, was man nicht schmeckt rein. Ne? Das ist schon richtig. Aber sagen wir mal, also wenn man überhaupt kein Talent hat, was Kochen, Würzen angeht, irgendwie groben Plan, welche Zutaten passen gut zusammen und wie kann ich ne, was Schmackhaftes aus dem machen, was ich habe, dann, reiner, massiv krasser Tipp, würde ich mich einfach streng an ein Rezept halten. Aber wirklich sehr streng. Da hättest jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, hey, deine Mutter hat diesen Fraß gekocht, als du klein warst, dann hättest halt jetzt zum Beispiel vorher als Vorbereitung für dieses Video die anrufen können und sagen, du Mama, wie schaut das aus? Kann ich mal vorbeikommen? Dann kannst du mal das Rezept aufschreiben von deinem Kartoffelgulasch und mir das ein bisschen erklären. Vielleicht kochen wir es auch mal miteinander und dann, damit ich das dann für ein Video dann tatsächlich auch souverän hinbekomme. Stattdessen hast du dich da hingestellt, hast einfach wild irgendwas beim Rewe gekauft, Hauptsache einen ganzen Sack Kartoffeln durch der Nei, und hast zum Umeinanderpfuschen angefangen. Und auf dem Weg hast du jetzt dann irgendwo gemerkt, ja scheiße, das ist ja doch nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Und jetzt werden da Ausreden zusammengerendert, warum das eigentlich viel besser ist, so wie du das jetzt gerade machst. Weil, dass es einfach komplett verschissen hat, das kann halt einfach nicht sein. Im Fall von mir hier werde ich das Ganze jetzt nochmal halbieren. Ich habe mich vor einiger Zeit, hier am Finger sieht man es, ich weiß nicht, ob man es jetzt gut sieht oder nicht. Nein, Rainer, man sieht es überhaupt nicht gut, weil die Bildqualität von deiner Edzardler Kamera unter aller Arsch ist und die massive Unterbelichtung des Bildes und anderer Dinge in diesem Video auch nicht unbedingt hilft. Ich habe mich hier mal geschnitten. Ja, Rainer, jeder hat sie irgendwann schon mal in den Finger geschnitten in seinem Leben. Ich kenne keinen Menschen, der sich nicht schon mal irgendwann irgendwie wenigstens leicht den Finger geschnitten hat. Ne? Ich habe eine Stelle an meinem rechten Zeigefinger, die ist ab dem Mittelknöchel, also ne, ist der auf so ungefähr 2 Zentimeter Breite bis nach vorne hin ist der komplett taub. Weil ich mir da mal bis auf den Knochen runter mit dem Messer neigesäbelt habe. Also bewegen kann ihn, ist kein Problem, aber obendrauf ist halt taub. Das passiert halt, ne? Und das Lustige war, das war beim Gurkenhobeln. Da habe ich Gurken gehobelt beim Kochen. Und da habe ich mir ein Stück von meiner Fingerkuppe abgehobelt. Da muss ich sagen, da fühle ich mit. Das ist jetzt mal ausnahmsweise was. Es ist noch gar nicht so lange her. Da habe ich auch auf so einem Käsehobel, ne, und wollte dann unbedingt so ohne Handschutz dieses Stück Käse so klein wie möglich hobeln, damit ich dann auch so wenig wie möglich nur rausschneiden muss aus dem Käse. Das war halt so, was das für Käse war, aber so ein bisschen härterer. Und komm da aus und gehe mit dem Daumen Vollgas in diesen groben Käsehobel rein. Das war auch schwer unangenehm. Ja? Auch das kann einmal passieren. Schmerzhaft, macht es nicht zu Hause nach, Leute. So, denk. So, Gurken kommen nicht mit rein, Karotten haben wir geschnitten. Dinger haben wir geschnitten. Aber ihr seht es jetzt von rechts nach links.
wie ihm die Lust ausgegangen ist beim Schneiden von der Wurst. Ab rechts sind die Stücke nur relativ klein und nach links werden sie immer größer. Also ja, scheiß drauf. Nein damit. Rainer, das nächste Mal nimm mal die Wurst im Ganzen und schmeiß einfach so in den Topf. So, dann So. würde ich sagen, das passt für den Anfang. Ja, da würde ich nicht sagen, Wir aber werden jetzt... Ja, ich schwitze. Wer hätte es gedacht? Das sieht man gar nicht so gut. natürlich sieht man es nicht so gut, weil wie gesagt immer noch alles unterbelichtet ist und die scheiß Qualität hat unter aller Arsch. Ja, wenn ich mich ins Licht stelle, sieht man es, Ja. dass ich ein bisschen schwitze. Ja, geht das schon schön mit der Hand über die schwitzige Fresse und danach wird weiter mit dieser Hand gekocht, ohne dass man sie sich dazwischen gewaschen hat oder so. Ah, richtig gut. So, So, das kommt jetzt da hin. Ja, da hängt ein Ding und meine Wackenkarte von 2011 ha, da, 2011. hängt auch noch hier. Übrigens hier, merkt euch das. Ne? Das ist mir gar noch nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Interessant. Durchgestrichenes Hakenkreuz heißt, Metaller sind keine Nazis. So. Ups, Entschuldigung. Gut. Nächste Woche Kameragulasch. Die Kartoffeln kommen mal auf die Seite. Die Kartoffeln kommen mal weg. So. Wie ihr seht, ich habe schon Öl mit reingebracht. Ja, das hättest du vielleicht vorher auch warm machen müssen, bevor du die Zwiebeln da reinschmeißt. Öl ist also schon drinnen. Dann kommt jetzt Dann kommt Edzardler. brauche ich einen Kochlöffel. Eine halbe Zwiebel, aber einen ganzen Sack Kartoffeln. Ich habe bloß keinen Kochlöffel im traditionellen Stile. Rainer, im Notfall tut's jeder ohrfeitige Löffel zum Umrühren. Glaube ich zumindest. Alter, schaut euch diese Schublade an. Nein. Ich habe keinen Kochlöffel, also nehmen wir das hier. Das benutze ich normalerweise zum Crab Suzette machen, aber das geht jetzt genauso gut Crab. Crab, darauf ist die Betonung liegt auf Crab. fürs Kochen hier. So, wie ihr seht, es ist schon Öl drin, habe ich ja schon gesagt. Jetzt werden wir mal die Platte einschalten. Ja, die Platte, die hättest du schon lange einschalten müssen, bevor die Zwiebeln drin gewesen sind. Für die Jüngeren unter euch selbstverständlich die ganz normalen Regeln wie überall beim Kochen gelten auch hier. Wenn ihr noch zu jung seid, um mit heißen Platten zu arbeiten, wird das selbstverständlich nicht gemacht. So, wir werden jetzt da mal Pfeffer mit reinhauen. Nein, kein Mutter. Also wenn das Messer noch zu jung ist, ne, dann darf es auch nicht mit der heißen Platte. Komm, und Rainer, wie wenn da irgendwelche Kinder bei dir zuschauen taten. Kennst du nicht die ganzen 7-Jährigen, die sie denken, ja, ich schau mir jetzt einmal an, wie der Drachenlord Kartoffelgulasch mit Wurst macht. Ja, die schauen sich irgendein Paw Patrol Schmutz an, oder? Mozzarella-Salz, italienische Kräuter. Ja, um Gottes Willen. Weil der haut jetzt die Kräuter rein, bevor er die Rainer. Also das sind Anfängerfehler. Rainer, was passiert? Du hast jetzt die Herdplatten angemacht mit dem kalten Öl und die kalten Zwiebeln drin. Was? Und jetzt haust du die Gewürze rein. Was wird passieren? Das Ganze wird heiß, die Gewürze verbrennen und geben dann bitteren, verbrannten Geschmack ab. Und danach schmeckt das Ganze einfach nur nach verbranntem Oregano. Herzlichen Glückwunsch, Rainer. Top gekocht. Edzardler. 12 Jahre hat er es gelernt. Thymian, ich hätte gerne Rosmarin. Ich hätte allerdings beim Rosmarin... Thymian, das ist der entfernte Cousin von Dorian, ist auch ein fürchterlicher Hater. Vor allem, wenn man ihn in den Topf reinschmeißt, bevor der heiß wird, ne, und der dann noch verbrennt und dann dafür sorgt, dass das Essen scheiße schmeckt. Ich hätte gerne ein Pulver. Ja, perfekt. So, Rosmarin.
Das ist bei mir übrigens ein nicht wegzudenkendes Gewürz. Rosmarin kommt bei mir fast überall rein. Ja, ich benutze auch sehr viel Rosmarin, aber ich benutze den anders als du. Ich habe einen Strauch im Garten stehen und wenn ich dann zum Beispiel ein Steak oder sowas mache oder ja, vor allem bei Sachen mit Rindfleisch oder dergleichen, kommt halt der Rosmarin dann mit dazu und der kommt halt, du bratst das Zeug an und kurz vor Ende kommt es dann mit in die Pfanne rein, damit es ne, das Aroma praktisch abgeben kann an das Öl und die Säfte, die da noch in der Pfanne mit drin sind, damit du dann da ein bisschen am Pep kriegst. Aber ich werde sicher nicht das zu Pulver gemahlene Rosmarin-Klump in den kalten Topf reinhauen, mit den kalten Zwiebeln und dem kalten Öl und dann erstmal Vollgas aufdrehen. Bisschen Salz. Hühnerbrühe, die brauchen wir dann nachher noch. Die zeige ich euch aber anders. So. Wie kommt denn fertig Hühnerbrühe in einer Kartoffelgulasch rein, Rainer? Warum? Fertig Hühnerbrühe in einer Kartoffel... Okay, die Wurst ist auch schon drin. Komm. Zimt brauchen wir nicht. Salz haben wir gerade rein. Rosmarin. Käse brauchen wir auch nicht. Zimt im Übrigen, ich verrate euch einmal ein Geheimnis. Ich habe ein Spezial-Chili-Rezept. Ich kann sehr, sehr gutes Chili machen. Und eine der Geheimzutaten, die zweite verrate ich euch nicht, aber die könntet ihr wahrscheinlich wissen, weil die hat sich irgendwann auch mal rumgesprochen. Aber eine der Geheimzutaten ist eine ganz kleine Prise Zimt. Es schmeckt nicht wirklich nach Zimt, aber man schmeckt den Unterschied, ob Zimt drin ist oder nicht. Muskat. Aber man muss natürlich wirklich vorsichtig sein, weil ihr kennt es alle, Zimt ist ein fürchterlich intensives Gewürz. Wenn du zu viel da reinhaust, schmeckt der ganze Shit nach Zimt und dann kannst du es praktisch nur noch als Weihnachtseintopf irgendwie verkaufen. Nuss hau ich auch immer ein bisschen mit rein. So. Das Ganze mal ein bisschen vermischen hier. Ja. So. Wie gesagt, falls ihr noch zu jung seid, um selbst damit zu arbeiten, Ton weg, lasst es die Mama machen. Oder den Papa. Wie auch immer. Auf jeden Fall macht sowas. Das Mama mal machen. Schaut mal bei Marty Fischer rum. Ich feiere den. Und gebt euch die Deichkind-Nummer von ihm. Gewürze, die ich aus irgendeinem Grund nicht dabei habe gerade. Das ist einmal Paprika und einmal Curry. Nein, komm on, es ist ja Kartoffelgulasch. Was hat da Curry da? Du wirfst doch jetzt einfach gerade bloß noch random irgendeinen Dreck dann ein, der dir gerade zufällig zwischen die Wurstfinger kämmer ist, oder? Du kannst mir jetzt doch nicht erzählen, dass das dein Geheimrezept ist, dass dann da Curry reinkommt. Du schmeißt einfach alles rein, was du gerade da hast an Gewürzen und denkst halt, das ist super krass. Auf die Idee ist vorher noch gar keiner gekommen. Rainer, hate to break it to you, es ist schon mal jemand darauf gekommen und hat festgestellt, wenn ich einfach alle Gewürze, die es gibt, irgendwo reinschmeiße, schmeckt's wie Oma unterm Arm. Weil einfach gewisse Gewürze miteinander nicht gut harmonieren. Beim Paprika habe ich jetzt leider nur den scharfen. Ihr dürft natürlich auch einen nicht scharfen reinmachen. Keiner in ein normales Gulasch, also wenn ich ein normales Gulasch koche, kommt sowohl der süße Paprika als auch der scharfe Paprika als auch der geräucherte Paprika rein. In Pulverform in verschiedenen Mengen. Ne? Von dem Süßen kommt am meisten rein, einfach nur für den Geschmack. Dann von dem Scharfen für den Pep und von dem Geräucherten noch ein bisschen was, damit es ein bisschen so einen rustikalen Touch kriegt. Ne? Aber wie gesagt, auch das kommt alles erst rein,
Wenn das ganze Klump alles angebraten ist und der Topf praktisch vor mir steht und nur noch zum Köcheln, ne, dann wird gewürzt. Anbraten zuerst, ablöschen und dann, wenn's schon ein Eintopf ist und das nur noch einkochen muss, dann kommen die Gewürze rein, damit sie nicht verbrennen, Rainer. Ist ganz, ganz basic. Das ist natürlich euch überlassen. Ich esse ganz gerne mal scharf. Abgesehen davon bin ich scharf und ja. Ja, du bist immer zu scharf. Ich habe vor kurzem bei diesen Indigo-Bärchen-Leaks wieder gesehen. Also ein bisschen an der Schärfe selber ein bisschen runterdrehen wäre vielleicht nicht verkehrt. So. Während das jetzt brutzelt, werden wir noch mal kurz hier rüber gehen. Eine traumhafte Idee, Rainer. Kann ja gar nichts schief gehen. So. Die Wurst werden wir mal kurz auf die Seite legen. Denn mir ist gerade aufgefallen, wie üblich bei mir, das reinste Chaos. Ja, du bist top vorbereitet, das habe ich ja schon Wie gemerkt. üblich bei mir habe ich vergessen, die Kartoffeln zu schneiden. Die Kartoffeln werden hier in dem Fall nur geviertelt. Ja, weil du keinen Bock hast, die kleiner zu schneiden. Und Rainer, es kommt ganz darauf an, wie groß die Kartoffel ist. Wenn du die kleinen Kartoffeln wie die du jetzt gerade geschnitten hast, viertelst, ist das vollkommen okay. Wenn ich jetzt da links anschaue, wie diese Kartoffel, die so groß ist wie ein scheiß Kinderkopf, ja, wenn du die dann auch viertelst, dann hast du halt einfach, jedes Viertel von dem ist größer als die ursprüngliche Kartoffel, die du gerade geviertelt hast. Und dann hast du ein Problem mit dem Gargrad, weil dann hast du nämlich entweder kochst du das Ganze so lange, bis die Stücke von der großen Kartoffel durch sind, dann sind die anderen von den kleinen Kartoffeln Matschepampe. Oder die kleinen Kartoffelstücke sind durch, dann sind die anderen noch roh innen drin. Du musst das schon in gleich große Stücke schneiden, aufgrund des Gargrades, du Kochprofi. So. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Zeug ja, dass jetzt hinten die Zwiebel brennt. Also brennt. Ihm brennt immer hinten die Zwiebel, Alter. Nicht brennt. Das Gurke oder Rettich oder Zwiebel, das brennt dann ein bisschen. Die Kartoffel brennt. So, im Fall der größeren Kartoffeln können das natürlich auch sechsteln, in dem Fall hier. Oho, wer hat denn damit gerechnet? So. Es geht nur darum, dass die Kartoffeln halt später auch fertig werden. Ja. So. So. Ja, leg dir noch mehr von den nicht geschnittenen Kartoffeln auf das Schneidbrett, das eh schon überfüllt ist, damit du ja keinen Platz mehr hast, die anderen Kartoffeln doch klein zu schneiden. Super Idee, Rainer. Und die Wurst ist da auch noch mit drauf. Gut. Gut, das ist jetzt nicht das Adjektiv, das ich gewählt hätte, aber egal. Ich werde mal kurz nach der Zwiebel gucken. So. Das ist wie in irgendeinem Film so eine Folterszene, wo der, weißt du, der geht in den Nebenraum und du hörst dann da Schreie. Ne? Ich guck mal nach ihrem Komplizen, Mr. Bond. Ah! Die armen Zwiebeln. Und die armen Gewürze, ganz ehrlich. Jetzt werde ich schon mal. Jetzt habe ich wieder das Problem. Kleinen Moment. Das Problem ist, dass du gnadenlos unfähig bist gerade. Das ist wieder typisch Rainer. Jetzt artet wieder alles in Hektik aus. Ja, weil du dir die Scheiße vorher nicht anständig vorbereitet hast. Das ganze Schnippeln und das ganze Klump, das macht man zuerst und dann kocht man damit. Und du kannst ja die Schnippelei auch zum Teil filmen. Sag mal, hier, ich zeig's euch jetzt bei einer Kartoffel oder, ne, die Wurst, die hätte ich auch in kleinere Stücke schneiden können und zwar dreimal so schnell wie du. Wurst, ne, im wahrsten Sinn des Wortes.
Aber diese ganze Scheiße, die macht man normalerweise vorher. Deswegen sagen ja auch in so Kochsendungen, kennst du dieses klassische Klischee, oder? Dieses, ich habe da schon mal was vorbereitet. Ne? Die machen dann den Auflauf, schieben den in den Ofen und sagen dann, ja, aber ich habe da schon mal was vorbereitet, weil jetzt wir nicht eine Dreiviertelstunde da stehen und diesem Auflauf im Ofen beim Fertigwerden zuschauen, sondern, ne? So. Ding. Zeug. Na, was mache ich denn da? Ja, offensichtlich mal wieder krachend versagen, so wie immer. Wieder mir hier nochmal vierteln. Natürlich. Selbstverständlich. Die werde ich gleich abwaschen, dann kann man die auch noch benutzen, das ist nicht so schlimm. Reiner ganz zu schweigen davon, dass ich nichts essen würde, was du jemals in den Händen gehalten hast, würde ich schon dreimal nichts essen, was bei dir in der Schanze auf dem Boden gelegen ist. Das kannst du gut waschen, wie du willst. So. So. Ich habe es jetzt mal kurz runtergezogen. Man hört es, beziehungsweise man hört es nicht mehr, oder nicht mehr so arg. Es brutzelt nicht mehr. So. Dass die größeren Kartoffeln länger brauchen, ist logisch, deswegen werden die kleiner gemacht. Nein, Rainer, die werden nicht kleiner gemacht. Die werden gleich groß geschnitten wie die anderen. Damit alle Kartoffelstücke ungefähr gleich groß sind, damit sie alle ungefähr zur gleichen Zeit durch werden. So. So. Gut. Nein. Hier nochmal. Ihr merkt, jetzt bin ich ein wenig in Hektik, weil ich jetzt wieder mal völlig verfehlt was gemacht habe. Ja. Weil ich es immer zu eilig habe. Wenn ich selber koche, also wenn ich jetzt normal privat koche, dann schaut es leicht anders aus. Ja, das glaube ich da nicht, Rainer. Ich glaube überhaupt, dass das erste Mal war, dass du überhaupt irgendwas gekocht hast. Und jetzt gemerkt hast, oh Scheiße, so einfach, wie ich mir gedacht habe, ist es gar nicht. Weil ich dann eher darauf achte, was ich mache, aber jetzt mit den Aufnahmen. Achso, wenn er für sich selber kocht, achtet er drauf, was er macht. Und wenn er aber für jemand anders kocht, also für diese Videos, die er ja professionell macht angeblich, dann ist er ihm wurscht. Bin ich ein bisschen im Stress. Ja, fürchterlicher Stress. Was logisch ist. So. Die andere Schüssel mit Kartoffeln werde ich nicht machen, zumindest nicht heute. Die wird morgen gemacht. So. Gut. Das reicht erstmal. So, das hier, damit haben wir die Kartoffeln. So. So. Ach ja. Gut, dann hätten wir auch die jetzt hier noch. Ich hätte gedacht, damit haben wir die Kartoffeln. Es ist so ein Klassiker einfach wieder. Bei irgendeinem anderen YouTuber hat er so ein Kochformat gesehen. Und dann hat er sich gedacht, ja, das ist ja easy. Das ist ja geschenkter Content etc. Da brauche ich ja gar nichts machen. Da stehe ich einfach bloß eine halbe Stunde da, schneid irgendwas, red ein bisschen blöd daher, hau das in die Pfanne und dann habe ich ein super tolles Gericht und alles ist gut. Und dann haben wir die Zeit, die ich normalerweise fürs Kochen hernehmen würde, ja, kann ich dann nutzen, um gleich noch Content, hast zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und jetzt hat er wieder gemerkt, scheiße, das ist anstrengender, wie ich gedacht habe. Und ich bin eigentlich hageldumm und ich kann das überhaupt nicht und deswegen ist auch dieses Format dann auch wieder gestorben, so wie alle Formate bei ihm. Weil er immer sich gedacht hat, oh, ja, Digga. Er dachte, das wäre einfacher. Jetzt muss ich hier schon wieder, das artet ja in Arbeit aus. Jetzt, ja, aber darauf habe ich nicht gewettet. Ich hätte gedacht, die wäre jetzt hier YouTube-Star und dann geht es alles von alleine. Und ich muss einfach nichts machen und die Barne kommen rein. Und jedes Format, was er ausprobiert hat,
scheißegal, ob das jetzt 4 Drachen und die Dullis sind oder das hier oder der Dragon Monday. Das ist alles aus genau einem Grund wieder gedroppt worden, weil es ihm zu viel Aufwand war. Auch die Sachen, die wirklich unterirdisch wenig Aufwand waren ihm einfach zu viel Aufwand. So. So. Die Kartoffeln legen wir zu den anderen. So, Dachchen. Jetzt werden wir alles in den Topf schmeißen. Seht ihr die dunkle Farbe? Die kommt nicht von den Zwiebeln. Also ihr seht rechts, die Zwiebeln sind noch mehr oder weniger roh, die sind noch nicht glasig angebraten, was sie eigentlich sein sollten. Die dunkle Farbe am Rest dieser Zwiebeln kommt davon, dass halt einfach die Gewürze alle verbrannt sind. Deswegen hat er vorher auch, jetzt kommt die Wurst in denselben Ding rein. Deswegen hat er dann vorher auch diesen Topf kurz von der Platten genommen, weil es halt drüben an dem Punkt, wo er die Kartoffeln geschnitten hat, von da aus hat er wahrscheinlich selber gerochen, da drüben stinkt es einfach nach verbranntem Gewürz. Und deswegen hat er das kurz runtergenommen. Jetzt hat er schön rohe Zwiebeln mit verbranntem Gewürz. Herzlichen Glückwunsch, Rainer. Nichts, was man nicht mit einem Pfund, mit einem Pfund unterschiedlich grob geschnittener Fleischwurst nicht wieder ausbügeln könnte. Ja, ganz ehrlich, wenn du Gordon Ramsay umbringen willst, dann musst du ihm dieses Video zeigen. Dem explodiert der Kopf. So, da kommen wir noch das Gemüse dazu. So, das hier wird nicht angebrannt, das liegt jetzt oder leicht angebrannt ist es vielleicht sogar. Ja, ich hab's erklärt, warum. Nur dazu, diese Wurst hat praktisch keinen Gargrad, die ist nämlich schon fertig. Ne? Die ist, das ist eine Brühwurst, Rainer. Die ist praktisch verzehrfähig fertig. Du kannst die noch kurz irgendwie durchschwenken, wenn du ein bisschen noch Röstaromen hinbringen willst. Aber zum Beispiel die gelbe Rum und die Kartoffeln, die du hast, die brauchen viel länger, um durchzuwerden. Die hätten da viel früher reingemusst. Aber die ist natürlich, Rainer muss wieder Prioritäten. Die Wurst muss zuerst rein. Das liegt aber überwiegend auch an den Gewürzen. So. Da hauen wir jetzt alles rein. Dann wird es natürlich schön durchgemischt. Leute, es ist manchmal schwierig mit Sachen zu kochen, die unterschiedliche Gargrade haben. Aber, ganz krasser Tipp. Das, was die längste Garzeit braucht, haust du in diesen Topf, brätst es im Topf an, löscht es dann ab mit entweder einem Fond oder einem Wein oder einem Bier oder womit auch immer. Und die anderen Sachen, da kannst du einfach eine kleine Pfanne nebenhin stellen und die eine nach der anderen, je nachdem, was länger zum Durchgaren braucht, kurz durch die Pfanne schicken und dann mit dazu rein in den Topf. Und wenn es dann schön vor sich hinköchelt, dann kommen die Sachen, wenn du es richtig getimt hast, auch dann am Ende auf dem richtigen Gargrad raus. Und alles hat ungefähr denselben Gargrad. Das ist auch kein Hexenwerk. Da muss man nicht 12 Jahre Koch dafür gelernt haben, sondern das reicht eigentlich ein YouTube-Video. Hier sind jetzt die Kartoffeln noch nicht dabei. So. Und da das Ganze ja ein Eintopf werden soll, jetzt kommen noch die Kartoffeln hinzu. Da das Ganze ja ein Eintopf werden soll, werden wir jetzt Folgendes machen. Wir werden den Wasserkocher noch mal einschalten, werden diese Schüssel nehmen, dann werden wir die Gemüsebrühe nehmen von vorhin, die ist noch sogar noch zu. Reines Hühnerbrühe, die du hast. So,
Und ganz ehrlich, es ist einfach nur, es ist Instant-Hühnerbrühe. Ich würde halt, es gibt Fond. Ich hätte halt für so ein Kartoffelgulasch hätte ich halt wahrscheinlich entweder ein Gemüse oder einen Pilzfond genommen aus dem Glas und damit das abgelöscht. Ja? Im Übrigen, weiß ich nicht, ich hätte auch in sowas vielleicht ein bisschen Kümmel reingetan. Dann werden wir ein bisschen eine Gemüsebrühe anrühren. Kleines halbe Glas, nein, das passt schon. Mehr schmeckt besser. Also ich mache sowas immer alles nach Gefühl, das habt ihr gemerkt gerade, auch beim Würzen vom Zeug. Du machst alles nach Gefühl. Deine ganzen Lebensentscheidungen hast du alle nach Gefühl gefällt. Und Spoiler-Alarm für den Vergangenheitsreiner, das ist alles nicht so gut gelaufen. Vielleicht dann doch irgendwann einmal das Hirn einschalten, aber... Jetzt habe ich keinen Schneebesen. Was für Schuhe er dann was noch tragen konnte. Wo ist mein kleiner Schneebesen? Komm her. Hey, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich würde in meiner eigenen Küche niemals mit Turnschuhen rumlaufen. Ich weiß, es gibt Leute, aber mich cringe das auch, wenn ich irgendwelche amerikanischen Filme oder sowas sehe, wenn sie alle immer mit Schuhe durch die Putze laufen. Bei mir kommst rein, dann wird im Eingangsbereich werden die Schuhe ausgezogen und dann, ne, kann ich gar nicht haben. Kann ich gar nicht haben, wenn jemand mit Straßenschuhen bei mir durch die Putze läuft. Oh, komm her. Das ist jetzt auch kein kleiner. Die Kleinen sind gerade alle irgendwie abhanden. So. Gut. Gut, sehr fix. Dann nimm halt jetzt den scheiß Schneebesen aus dem Topf raus, wenn du gespannt hast, dass er ihn umwirft und du 2 Hände zum Umrühren von deinem Edzardler Kartoffeleintopf brauchst. Im Übrigen sind hier rechts noch 3 Kilo Kartoffeln, die du gestellt und angekocht hast, die wahrscheinlich, und ich würde mich wetten trauen, danach auch in die Tonne gelandet sind. Weil am nächsten Tag hat der Quiz nicht nochmal gekocht, weil der von dem einen Mal Kochen so dermaßen erschöpft war, weil es nämlich harte Arbeit, ihr unterschätzt es nämlich immer. So, jetzt das kochende Wasser hier reinschütten. Dabei ein bisschen rühren. So, natürlich, das ist jetzt noch zu wenig. Ich mag es immer sehr würzig, deswegen Ja, und Rainer, wenn du nämlich so eine komische Fertig-Instant-Gemüse- oder Hühnerbrühe in dem Fall nimmst und die aus dem Glas, da erstens lässt sich scheiße dosieren aus dem Glas raus, direkt rein ins kochende Wasser. Zweitens steigen die Dämpfe vom kochenden Wasser da rein, befeuchten das Ganze und sorgen dafür, dass es dir vergammelt. Wenn du es dann, ne, machst einen Deckel wieder drauf, dann hast du ein schönes Feuchtbiotop drin. Sämtliche Nährstoffe, die so richtig schöner Schimmel braucht, hat er dann da drin und dann geht's los. Und das nächste Mal ist die halt nimmer, da hast halt dann schon da Pilzbouillon draus gemacht. Ne? so. Wir drehen einmal die Platte 2 runter auf 2. Vorher war es auf 3 gestanden. So. Alter, dieses permanente so, das macht mich so brutal matt. Aber das macht er heutzutage immer noch bei seinen Edzardler Let's Plays. Abschmecken. Nein, du hast es nicht nochmal umgerührt, seitdem du dann nochmal mehr von der Hühnerbouillon reingeballert hast. Das schmeckt genauso wie vorher. Okay. Nicht unbedingt das, was ich erwartet habe, aber es wird reichen. Jetzt kommt es direkt in den Topf. So, und dann wäre auch ein Teil des Eintopfs schon fertig. Also ich krieg jetzt schon Kotzen, wenn ihr das seht. Ich überlege jetzt gerade, also der Eintopf an sich wäre jetzt eigentlich fertig. Nein, Rainer, der Eintopf ist nur lange nicht fertig, weil das alles noch roh ist da drin. Wir werden noch ein paar Veränderungen Bis auf die Gewürze, die sind verbrannt, aber alles andere ist roh. an dem Eintopf vornehmen. Allerdings überlege ich jetzt gerade,
Ob du das ins Klo schüttest und doch wieder beim Roten Herz irgendwie was bestellst, oder? Ich vermute mal, wir werden wahrscheinlich hergehen und werden Die Scheiße bauen, Rainer. noch ein bisschen mehr Wasser kochen dafür. Obwohl es sieht eigentlich ganz gut aus gerade. Dann brauchen wir definitiv einen Deckel. In meinem Fall ist es ein schöner Glasdeckel. Ja, Rainer, meistens ist es ein Glasdeckel. Man sieht, er beschlägt auch schon schön. So, die Kartoffeln von vorhin, die wir noch nicht geschnitten haben, die kommen bei mir jetzt mal in den Kühlschrank. Da werden sie sicher lang halten, nachdem du schon mal im kochenden Wasser gehabt hast. So, ja, So. und das wäre dann eigentlich soweit jetzt der größte Teil. Es gibt jetzt noch ein paar Änderungen an meinem Topf, an meinem, wie auch immer. Änderungen am Topf. Pimp my Topf oder was ist da los? Bauen sie noch ein paar LEDs rein oder? So, das bleibt mal hier, das kommt mal weg. Was, jetzt bleibt's hier oder kommt's weg? So, in unserem Fall Oder wenn ich noch einmal so höre, dann... werden wir uns jetzt noch um etwas anderes kümmern. Um was? Gibt's so Nachspeis, Rainer? So. Ja, Creme, ich weiß, das ist hier, richtig, Ding, aber das bringe warte. ich nicht mehr raus. Eine Sekunde. Ist das hier die Nachspeise, die es noch gibt? Gibt's die noch? Creme Brûlée? Das war schon so. So, ich hatte doch vorhin einen... Na? Ich hatte doch vorhin... Ach, da hinten. Aber wie super gepflegt dieses Ceran-Kochfeld auch ist, gell? Also, wow. So. So. Und zwar müssen wir jetzt ein sogenanntes Einbrennen machen. Dafür werde ich jetzt erstmal Öl holen. Einbrennen. Und zwar müssen wir jetzt ein sogenanntes... Sag mal, Leute, ich bin doch jetzt kein Depp, aber das ist doch eine Teflonpfanne, oder? Die brennt man doch nicht ein. Eine gusseiserne oder schmiedeeiserne Pfanne, die werden eingebrannt. Aber doch nicht eine Teflonpfanne. Das ist ja der ganze Witz in der Teflon. Das Einbrennen machen. Dafür werde ich jetzt erstmal Öl holen. Ja. Pfanne hin, Pfanne weg. Öl. So. Moment. Das ist blöd. Ich muss das momentan immer ein bisschen... abschöpfen. Weil das Problem an der Sache ist, dass ich das momentan bloß in einem Topf habe, in dem ich meine Pommes normalerweise mache. Da hat er jetzt wirklich ranziges Fritteusenfett da reingehauen. Oder anderes Öl habe ich momentan nicht, aber das kann man genauso nehmen. Bei euch halt einfach so ein Teil nehmen, wo halt euer Öl drin ist, einfach reinkippen. Ne? So, ich werde noch mal kurz den Eintopf umrühren. So, und was habe ich jetzt vor? Will ich noch irgendwas anbraten? Und wenn ja, was und wieso? Nun, warum? es ist eigentlich recht simpel. Boah, das riecht schon so lecker. Was ich jetzt machen will. Ja, dann raus mit der Geschichte. Mir fällt gerade was auf. Wir müssen in den Topf noch was reintun. Ich bin gespannt. Habe ich hier noch so Kaisergemüse. In dem Fall aus der Packung. Das liegt jetzt aber daran, dass ich das nicht anders habe. Ja, da hättest du es anders kaufen können. Du warst ja für dieses ganze Video, offensichtlich einmal beim Zwingel und da hättest du dann einfach ein frisches Gemüse kaufen können. Da steht es mit falsch. Ab und zu nehme ich auch mal gut gerne DK-Gemüse da im Beutel. Wenn man denkt, hey, komm, ich habe jetzt einfach keinen Bock, eine halbe Stunde lang irgendwie diverse Gemüsesachen zu schneiden. Ich habe mir das jetzt in den Beutel, hau das in die eine Pfanne,
als Beilage und mach mir währenddessen in der anderen Pfanne irgendwas anderes oder hau irgendwas anderes in den Ofen rein, dann hast du das parat und sparst einen Haufen Zeit. Das ist legit. Aber wenn ich, ganz ehrlich, wenn ich ein Kochformat auf YouTube mache, also angeblich professionell, ich zeige den Leuten, wie man sich ein gutes Essen kocht, dann nimm mir doch nicht irgendein Tiefkühlgemüse aus dem Supermarkt, weil ganz ehrlich, wie man das zubereitet, steht hinten auf der Tüte drauf. Dafür brauchen wir nicht so ein Video anschauen, oder? Weil ich jetzt, dann hätte ich so viel Geld ausgeben müssen für viele verschiedene Sorten von Gemüse. Ja, hättest aber ein bisschen weniger Geld für deine komischen hier verarsche Bot-Chats ausgegeben und für allen möglichen anderen Glump und Nippes damals, dann wäre ja von dem Erbe von deinem Vater noch was übrig geblieben, hättest das vielleicht benutzen können, das damals zur damaligen Zeit, das sind 11 Jahre her, 5 Euro für ein bisschen Gemüse das ausgeben können. Nicht einmal. Ganz ehrlich, für den kleinen Topf, wenn du da noch ein bisschen Gemüse, dann nimmst du Paprika, da brauchst du im Endeffekt dann auch bloß eine halberte, vielleicht noch ein bisschen an Blumenkohl und dann Brokkoli, Bratigams, das war's. Ja, oder vielleicht nur so ein Lauchzwiebel oder sowas. Let's go. 2013 hat das gar nichts gekostet. Und wahrscheinlich weniger wie der ganze Beitel von dem Kampf, den du da gerade hast. Unter anderem auch Blumenkohl, weil normalerweise auch Blumenkohl mit reingehört. Aber in dem Fall machen wir jetzt einfach das Kaisergemüse rein. Und ja, kommt gefroren in den Topf rein. Einwandfrei, Rainer. Ihr müsst darauf achten. Und das Geile ist, da sind dann nochmal gelbe Rum drin. Weil er schon gelbe Rum drin hat. Weißt? Dass es nicht mehr gefroren ist. Das war jetzt bei mir ein paar Stunden schon außen gelegen, deswegen ist es nicht mehr gefroren. Rainer, ich sehe von hier aus, trotz Dulli-Qualität seiner Kamera, dass es gefroren ist. Ihr seht schon, jetzt ist es ein bisschen hart. Ja, jetzt ist es ein bisschen voll geworden. Aber Alter, es ist noch ein bisschen. Wie der Ding, dieser Crab-Spachtel auf dem Zeug kratzt. Na, das hat er sicher vorher auftaut. Ist überhaupt nur nicht gefroren. Alter. Hart teilweise. Ach so, das ist frisch aus der Tiefkühltruhe. Er hat gesagt, er hat es auftauen lassen. Einmal mit Profis arbeiten, Leute. Na, da habe ich nicht drauf geachtet. Ja, du hast auf einiges nicht geachtet bei diesem Video, Rainer. Du hast auf einiges nicht geachtet. Ganz ehrlich, dieses Video ist sehr bezeichnend für den kompletten Rest deiner Karriere, in Anführungsstrichen. Ich muss immer in Anführungsstrichen sagen, ich vergesse immer, dass ihr die Anführungsstriche, die ich mit meinen Fingern mache, ja nicht seht. Ja, du hast es verkackt, so wie alles. Und aber wenn du dir jetzt wenigstens einmal die gelbe Rum anschaust, die in diesem Tiefkühlgemüse drin sind, wie gleichmäßig die geschnitten sind, und du schaust dir dann nochmal das Video an, wie du deine gelbe Rum geschnitten hast, dann weißt du, dass du irgendwas verkehrt gemacht hast. So. So. Wenn es so weitergeht, muss ich das in einem anderen Topf machen. Ja, das wird nicht mehr wachsen. Hau den Deckel drauf und lass kurz sein. Rainer, fressen kann das doch eh kein Mensch mehr. Na gut. Das Gemüse verkocht sich noch ein bisschen. Währenddessen werden wir uns erstmal kurz... Und dieses Gemüse da aus dem Beitel, dieses TK-Gemüse, das ist auch nicht dafür gemacht, dass es in einen Eintopf reinkommt, sondern das ist eigentlich dafür gemacht, dass du es in der Pfanne anbrätst und dann praktisch als Beilage servierst. Auf die Pfanne konzentrieren. Das Problem ist jetzt, ich wollte eigentlich... Das Problem ist jetzt, dass du halt nichts kannst. Moment. So. Blöde Kamera. So. Ja, die Kamera ist schuld. Gut. Ja.
Muss immer aufpassen, dass ich das nicht aus Versehen in das Feuer reinstelle, weil die Füßchen sind nämlich aus Metall. Es gibt jetzt eigentlich noch mal wirklich viel zu machen. Ich müsste jetzt noch eine Eibrenne machen, aber jetzt ist das Problem, dass der Topf zu voll ist. Ich habe extra schon einen großen Topf genommen, aber ihr habt gesehen, ich habe ein bisschen zu viel Gemüse rein. Nein, du hast einen viel zu kleinen Topf genommen. Und wenn du jetzt zum Beispiel nicht ein Pfund Fleischwurst da reingeschmissen hättest, die in einem Kartoffelgulasch nichts verloren hat, dann hättest du noch jede Menge Platz für andere Sachen. Auch wenn du zum Beispiel vorher geschaut hättest, was in dem Tiefkühlgemüse drin ist und dass da schon gelbe Rum drin ist, hättest du die gelbe Rum sparen können, dann wäre da jede Menge Platz drin, Rainer. Im Normalfall gehört eben auch viel Gemüse dazu. So. Gut, ich weiß jetzt gar nicht, was ihr jetzt von dem Kochvlog haltet. Na, zeigt's mir nicht an. Ich bin underwhelmed, Rainer. 24 Minuten. Na, ich denke mal, so im Großen und Ganzen dürften wir jetzt circa eine Stunde da sein. 1,5, Rainer, 1,5. Im Großen und Ganzen sind wir jetzt dann fertig. Wir müssen jetzt eine halbe Stunde circa warten. Ja, leider dauert das Video nur 10 Minuten. Wenn wir jetzt fertig sind, warum? Machst du jetzt da wirklich 10 Minuten von der halben Stunde, die du wartest, bis Ei kocht ist? Obwohl eine halbe Stunde Ei kochen für so einen Eintopf eigentlich, weiß ich nicht. Bis halt das Essen ein bisschen fertig, bis es halt ein bisschen aufgekocht ist. Wenn das dann aufgekocht ist, dann werde ich noch ein Eibrenne machen. Wenn jemand nicht weiß, was ein Eibrenne ist, Pfanne oder Topf, Öl rein, Mehl, bisschen anbraten, umso dunkler das Ganze wird, also am Anfang ist es natürlich weiß, umso dunkler das Ganze wird, umso dicker wird es eine Suppe, eine Soße. Du meinst, dass du eine Mehlschwitze machst, oder? Das könnt ihr in einer Soße machen und dann wird die Soße dicker. Ne? Das macht man zum Beispiel auch, wenn man einen Braten macht und eine Bratensoße macht mit... Das nennt sich Bechamelsoße eigentlich, oder? Diese Mehlschwitze. Bin ich überhaupt kein Fan davon. Also überhaupt nicht. Ja. Weiß ich nicht, warum man das macht. Also, ich halte das für höchstgradig overrated. Ich mache das auch nie, wenn ihr Lasagne oder sowas macht, da kommt nie Bechamel bei mir rein. Ich nehme da einfach hier Schmand oder Cream Fraiche. Ne? Bratensoße mit, ja, ein Braten halt und mit, jetzt fällt es mir nicht ein, wie sie heißen. Mit Gläs, ne? Also Gläs bei uns, Kartoffelknödel, glaube ich, sagt man bei euch vielleicht auch. Ich weiß nicht, wo ihr alle herkommt. Ich glaub manchmal, er macht das wirklich absichtlich so wannabe Pseudo fränkisch zu schwafeln. Was das ist ja, dass das halt wirklich übertreibt. Also es ist wirklich so überfränkelt, wie es kein Franke auf der ganzen Welt sagen würde, sogar, dass es jetzt bei ihm daheim, wenn sie es Herrendaten noch an Kopf langer werden. Also solche Leute gibt es auf dem Land immer wieder, wenn sie mal wieder flexen müssen, damit wie krass eigentlich. Ne? Geht's ja mal in die Oberpfalz. Ne? Und dann, wenn irgendeiner gerade richtig, richtig krasse Geschichte verzählt und ein paar halbe Intus hat und dann meint, jetzt lege ich los. Und du hast halt dann wirklich, keine Ahnung, 4 Stunden mit dem schon unterhalten und es war einwandfrei und auf einmal fängt er an mit ne? Kartoffelknödel oder halt auch Gläs, wie es bei uns in Bayern hast oder in Franken. Und ja, muss man jetzt Eibrenne dann machen, dann wird die Soße dicker und dann ist eigentlich auch das Essen soweit fertig. Ich werde jetzt soweit erst mal das Ganze kochen lassen, werde jetzt ein bisschen abspülen, weil jetzt schaut meine Küche wieder aus wie bei Hempels unter dem Sofa. Und da ich die erst gestern aufgeräumt habe, möchte ich... Entschuldigung. Entschuldigung, hab mich verschluckt. Nee, ich glaube, dass das bald nicht mehr wie bei Hempels unterm Sofa heißt. Ich glaube, das heißt irgendwann wie bei Winklern auf dem Sofa oder wie bei Winkler hinterm Sofa oder vielleicht auch unterm Sofa. Ich glaube, dass sich das irgendwann durchsetzt. Ne? So wie richtig später. Schon, dass sie sauber bleibt. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich werde mich jetzt mal ein wenig hinhängen,
wenn dann das ganze Essen soweit fertig ist, dann werde ich noch das Eibrennen machen. Das werde ich wahrscheinlich auch noch zeigen. Ansonsten werdet ihr mich auf jeden Fall noch mal kurz sehen, wo ich das Ganze noch abmoderiere. Würde ich sagen, danke und bis gleich. Alter, wie er sich Mühe gegeben hat, so 30 Minuten später Ding da einzublenden. Huch. So, Leute. Ja. Man hört es blubbern. Es ist jetzt soweit fertig. Rainer, du hast die Hitze zugestellt, das höre ich vom Blubbern. Ich brauche jetzt nur... Rainer, das Zeug kocht, es muss nur köcheln. Zum Einköcheln lassen auf 1 drehen. Eine Kleinigkeit, die ich nicht finde. Rainer, top vorbereitet. Du hast jetzt 30 Minuten Zeit gehabt, offensichtlich. Hättest den Scheiß nicht währenddessen suchen können. Bitte sei sauber, bitte sei sauber, bitte sei sauber. Ja. So, wir müssen jetzt Folgendes machen, Leute. Ja, das Ganze unter stetigem Rühren in die Toilette kippen und beim Gino da anrufen und Pizza bestellen. Schon mal müssen wir das hier auf Seite legen. So, wir werden das hier auch auf Seite legen. So, wir werden jetzt einen Teil abschöpfen, denn das Problem besteht jetzt da drin, dass wir noch ein Eibrenne machen wollen. Wir wollen die Soße dicker machen, das habe ich ja vorhin gesagt. Und dadurch, dass die Soße dicker werden soll, haben wir das Problem, dass... Nein, warum willst du denn eine Soße für einen Eintopf machen? Rainer, Eintopf ist Eintopf und Soße ist Soße. Die Sachen gehören nicht zusammen. Wenn du den Eintopf eindicken willst, dann musst du ihn länger köcheln lassen als bloß eine halbe Stunde und halt nicht auf 3 oder 4, sondern auf der ersten Stufe. Rainer, wenn ich ja Chili mache, lasse ich das auch einkochen, aber da steht das 3 Stunden auf dem Herd auf der ersten Stufe. Ohne Deckel, damit es einkochen kann. Dann wird es ein bisschen dicker. Eine Soße zu einem Eintopf zu machen, ist komplett hirnverbrannt. Der Topf zu voll ist und wir nicht umrühren können. Und das ist natürlich total uncool. Ne? So, jetzt ist ein bisschen was draußen. So. Ja, ist noch zu heiß. Hab gleich auf den Ofen geschaut. So. Gut. Jetzt kommt mal kurz auf Seite. Jetzt werden wir hier mal schnell das Eibrennen machen. Jetzt hält es nicht, wie es soll. So. Dafür machen wir jetzt das ist Der Edzardler-Counter, der brennt aber auch heute. unten. So. Das ist hier, das ist hier. So, wir brauchen Mehl. Das Öl wird jetzt gleich heiß sein, weil die Dinger, die werden verdammt heiß und verdammt schnell heiß vor allem. Autsch, heiß. Ich rühre hier gerade noch ein bisschen um. Es ist egal, was du da machst, es ist viel zu viel Öl drin. Also, um irgendwas zu frittieren, dafür wäre es zu wenig. Für alles andere ist es zu viel. So. Jetzt brauchen wir noch einen Schneebesen, ganz wichtig. Ohne Schneebesen ist das Einbrennen immer wegen so einer Sache. So, jetzt müssen wir kurz warten, bis das ein bisschen brutzelt. Ja, tu den Schneebesen auf jeden Fall nein, damit er 300 Grad Force wird und der Plastikgriff davon komplett verbrennt. Und dann können wir weitermachen. Derweil können wir schon mal... Eigentlich können wir derweil jetzt gar nicht wirklich viel machen. Den Schneebesen aus der heißen Pfanne rausnehmen vielleicht. Du willst ja nicht Schneebesen kochen. Oh, da war noch ein bisschen nass unten anscheinend. So, am einfachsten ist zu erkennen, wenn das Öl leichte Schlieren bildet, dann ist es im Normalfall heiß. Wenn ich schon mit der Hand drüber gehe oder, ne? Problem ist, wenn es anfängt zu dampfen, ist es schon zu heiß. Wenn du dann Sachen reinschmeißt, die zu viel Wasser haben, dann fliegt der ganze Scheiße um die Ohren. Oder man legt irgendwas jetzt, zum Beispiel wenn man jetzt irgendwas braten will mit der Pfanne, das kann ich auch irgendwann mal zeigen.
ist ja fix. Du kannst da zum Beispiel den Finger kurz unter das laufende Wasser halten und einen kleinen Tropfen von dem Wasser dann praktisch in die Pfanne schnipsen. Ja, wenn das zischt und reagiert, dann weißt du, dass Öl heiß ist. Wenn man jetzt irgendwas in der Pfanne braten will, dann kann man hergehen Dann, und das Ganze, weil es schon Schläge gebildet, nö. Muss jetzt aber gleich heiß genug sein. Ist ja fix nochmal. So. Ja. Und wenn das Ganze dann, jetzt habe ich den Faden verloren, verdammt. So. Ja. So, jetzt ist es heiß genug, das sieht man daran, dass es jetzt hier so Blasen wirft. Also hauen wir jetzt halt mal ein bisschen Mehl rein. Und verrühren das Ganze. Ja, das war zu viel wahrscheinlich. macht man so Bechamel? Ja, das geht schon noch. Macht man so Bechamel nicht normalerweise mit Butter statt mit Öl? Rainer, die Pfanne ist so heiß, ich sehe jetzt schon, wie es anbrennt. So. So, umso dunkler. Kratzt oben drüber und unten drunter brennt die ganze Scheiße an. Aber das ist eh wurscht, weil es schmeckt eh schon alles verbrannt, weil er die Würze vorher auch schon verbrennen hat lassen. Es wird, umso Aber ich verstehe immer noch nicht, warum er Bechamelsoße zu einem Eintopf macht. Das bleibt mir komplett verborgen, der Sinn dahinter. umso dunkler es wird, umso dunkler wird die Soße. So. Einer hätte es in den Topf einfach eine Handvoll Mehl reinschmeißen können. Und ein Stück Butter. Dafür machen wir jetzt noch mal kurz auf 1 an. Alter, ich finde Man das sieht schon, das ist jetzt mit dem Geräusch dazu einfach, das ist so urwiderlich einfach. auch ein bisschen zerkocht hier alles. So, jetzt ist die Soße auch mal ein bisschen dicker. Ah, schön die Kamera direkt über den Kochtopf, damit sie auch schön beschlägt vom Dampf. Ja, ich habe es vielleicht jetzt ein bisschen lange gekocht. Das Problem ist, es lässt sich ja nicht so gut einschätzen momentan für mich. Na, das Problem ist einfach, dass du absolut null auf die unterschiedlichen Gargrade der einzelnen Zutaten geachtet hast. Ja. So. Lässt sich momentan nicht so gut für mich einschätzen, weil ich den Topf noch nicht kenne. Den Topf schon, aber den Ofen noch nicht. Das ist ein neuer Ofen und da kenne ich das Ganze noch nicht im Moment. Rainer, ich habe gerade die eine Herdplatte in Nahaufnahme gesehen. Diese Herdplatte ist nicht neu. Die Herdplatte ist komplett zerfickt und abgenutzt. Und Dinge sind da drauf angebrannt. Das ist nicht neu, Rainer. Momentan. So, da kann man jetzt aber schon wieder ausmachen und dann ist das Essen auch soweit fertig. So, dann kann man guten Appetit wünschen. Ja. Da ist dann auch eher der Wunsch der Vater des Gedanken irgendwie, weil mir ist der Appetit jetzt gerade redlich vergangen. Das Ganze, ja, gut, sehr fix. Das Ganze ist jetzt natürlich ein Eintopf. Das bedeutet, der ist immer, ein Eintopf ist eine Ansammlung von verschiedenen Gewürzen, Fleisch und verschiedenen Sorten. Rainer, in einen Eintopf muss nicht zwangsweise Fleisch rein. Von verschiedenen Sorten von Gemüse. Wow. Ja? In unserem Fall haben wir jetzt keinen geräucherten Bauch drin, was wir normalerweise mit rein tun sollten. Was jetzt aber nicht so schlimm ist. Blumenkohl, doch, Blumenkohl müsste normalerweise noch mit rein. Rainer, in dem komischen Tiefkühlgemüse, was du reingeschmissen hast, war Blumenkohl dabei. Jetzt haben wir bloß. Moment, Blumenkohl ist drinnen.
Einmal mit Profis arbeiten, Rainer. Das bin ich mir nicht sicher. Jedenfalls, normalerweise kann man noch andere Sachen mit rein tun. Ich werde vielleicht in den nächsten, kommt jetzt drauf an, wie das Ganze bei euch ankommt. Ich werde vielleicht in den nächsten Tagen noch zeigen, wie wir mal an, wenn wir mal an Braten machen. Ja, da bin ich richtig gespannt drauf, Rainer. Auf deinen Braten, da bin ich richtig gespannt. Das ist massive Fleischverschwendung wahrscheinlich wieder. Mache ich mal einen Braten. Und ja, das müsst ihr aber ihr entscheiden, das überlasse ich euch. Wenn ihr sagt, ja, mach das nochmal, das ist geil, dann mache ich das. Ja, das Ganze wird jetzt heute Abend noch gerendert. Wenn ich es schaffe, werde ich es noch hochladen. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Vielen Dank, Metal, und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Moment. Ich hab's gewusst. Es sind nur 2 Minuten drauf auf dem Ding. Oh, Metal und tschüss. Moment, wie immer, wie immer. Es kommt immer noch mal irgendwas hinten nach. Man denkt, man hat's jetzt endlich überstanden. Nein, Moment, ich bin steppert, dass ich ein Video mache. Es kommt am Ende jetzt noch es kommt jetzt am Ende gleich noch ein Outro. Das muss ich aber allerdings oben aufnehmen. Bis gleich. Kartoffelgulasch? Ich bin gespannt, aber ich habe jetzt zum Beispiel noch nicht gesehen, was jetzt das Ergebnis war. Ich will es natürlich auch nicht sehen, aber es wäre in einem normalen Kochvideo angesagt, dass man danach den fertigen Eintopf, was auch echt eine nicht wirklich sexy Entscheidung ist, um das als Kochvideo zu haben, egal. Aber dass man es dann in den Teller reintut und ein bisschen anrichtet und verköstigt und ne? Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Vlog ist heute mal ein bisschen anders wie sonst. Ob ich bis Sonntag noch einen weiteren Vlog hinbekomme, weiß ich nicht. Wahrscheinlich werde ich nur was Kurzes machen. Vielleicht irgend so Angriff der Fragenzeug oder sowas. Mal schauen. Ansonsten schaut einfach mal ins Forum. Da findet ihr mehrere Sachen. Da findet ihr auch recht coole Leute. Und ja, da sind viele verschiedene Sachen, mit denen man was machen kann. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Metal. Hier oben kommen wir jetzt noch zu Drachenlords, zu dem aktuellen Projekt, dem neuen Projekt, das jetzt neben Bayonetta und Minecraft laufen wird. Und zwar ist das Vikings Battles from Asgard. Dann hier unten rechts kommt ihr zu meinem Kanal, zu Drachenlords, also zu uns hier quasi, wo ihr weitere Vlogs finden werdet, wo ihr die Genre-Videos finden werdet, die eigentlich ja heute ein weiteres kommen wollte. Genre, Digga. Ja, sollte, aber nicht kommen wird. Aufgrund von viel zu vielen Beschwerden, auf die ich jetzt einfach keinen Bock mehr habe. So, ansonsten direkt unter mir kommt jetzt zu dem Kanal von Drachenbade, da ich heute noch ein Video aufnehmen muss, aber nicht weiß, ob ich das hinferkeln kann, das dann wahrscheinlich morgen kommen wird. Hinferkeln ist wirklich, ausnahmsweise ist das einmal eine akkurate Bezeichnung. Also übermorgen halt, am Samstag halt, also quasi. Mal gucken, wie ich das hinferkel. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Metal, bleibt so wie ihr seid. Bei Fragen in die Comments. Mich abonnieren nicht vergessen, Daumen nach oben wäre auch nicht schlecht, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, Daumen nach unten ist auch okay, damit weiß ich nämlich, ob es euch gefällt oder nicht. Ja, es gibt halt keinen Ficker, also dann ist halt auch wurscht. Weil Daumen nach oben heißt, er ist Subi, Daumen nach unten heißt Hass und Mobbing. Ansonsten einfach vielen Dank fürs Zuschauen, Metal, und ich weiß, ich sage das zu oft, aber Toleranz für alle. Ja, ganz ehrlich, Toleranz für alle. Und währenddessen mit deinem scheiß Schwert, mit deinem Kinderspielzeug EMP-Schwert da posen. Vielen Dank und ciao. Ja. Das hier Drachenlock, der Wettler spricht, das ist jetzt, wäre jetzt schon ein anderes, weiteres Video, oder es fängt nochmal von vorne an. Vollkommen wurscht. Leute, wir sind durch. Wir sind durch. Ich bin durch, aber richtig durch. Wir sind jetzt schon wieder seit 1,5 Stunden am Stisseln mit dem ganzen Klump. Also wenn ihr Kartoffelgulasch machen wollt, dann habt ihr jetzt hier gesehen, wie man es nicht macht. Wenn ihr Wert darauf legt, dass ihr, keine Ahnung, momentan abnehmen wollt, Diät durchziehen oder sowas, scheiß auf Appetitzügler, schaut euch einfach das da an, weil da vergeht euch jeglicher Appetit. Und ansonsten würde ich euch sagen, tut nicht, was Rainer tut. Und Metal off.